schwören. Das geht gar nicht. Das kann man und darf man als Christ nicht. Gott ist nicht nur ein treuer Gott, Gott ist auch ein heiliger Gott. Und wenn wir eben den Text uns jetzt zusammen anschauen, dann gehen wir davon aus, dass wir genau von dem heiligen Gott reden. Die den Text vielleicht schon mehrmals gehört haben, denen ist das vertraut. Und die sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit dem Text schon auseinandergesetzt haben, die wissen, dass genau diese Verse, die haben also sehr eine bewegte Geschichte im ganzen Kirchengeschichte inne, mit Auswirkungen bis heute. Das hat bis heute Auswirkungen. Wir wollen uns Gedanken machen miteinander, in welchem Zusammenhang der Text steht, damit wir ihn besser einordnen können und auch prüfen können, was das der Text dann für mich, für uns heute im Jahr 2026 ganz konkret im Berner Oberland für Auswirkungen soll haben. Die heute Morgen eine Bibel zur Hand haben, da bei uns im Saal oder die am Radio, die sollen doch die bitte mal vornehmen. Und dann könnt ihr durchblättern, bis ihr zum Neuen Testament kommt. Im ersten Buch, das man dort findet, das ist das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 5, wie wir gehört haben. Unser Predigttext, der ist eingebettet in die sogenannte Bergpredigt von Jesus. Dort hat Jesus an einem Hocker, wo man heute nachher besuchen kann, mit einer guten Akustik, ohne Technik wie wir jetzt, seinen Zuhörern erläutert, was für eine Art Regierungsprogramm das er hat. Er hat ihnen erklärt, wer gesegnet ist, oder eben, wie es der Luther übersetzt hat, wer glückselig ist. Zum Beispiel, wenn er da vorblättert, eben ganz am Anfang zu Matthäus im Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist eine wunderbare Verheißung, die Jesus da ausgesprochen hat. Wenn wir nachher weiter schauen, dann erklärt er seinen Nachfolger, dass sie den Auftrag haben, jedes einzelne von ihnen und also auch mir, Salz und Licht zu sein in dieser Welt, wo wir drin sind, mit unserem Unterwegssein, mit den Menschen, wo wir zusammen leben. Und unser Sein, so wie wir sind, so wie wir handeln und tun und eben auch reden, das soll einen Unterschied machen, ob wir mit Jesus unterwegs sind oder eben nicht. Man soll es merken, man soll es im Alltag spüren. Und nachher erläutert Jesus den Umgang mit dem Gesetz, wo die Zuhörer, die dort zugelassen haben, schon gut gekannt haben. Und ihr kennt vielleicht die 10 Gebote, die vor ein paar Jahren in die Schule gegangen sind, die haben das in der Schule noch lernen. Heute lernt man das nicht mehr in der Schule. Aber es lohnt sich, die 10 Gesetze immer und immer wieder einmal anzuschauen. Und im Buch Mose werden die Gesetze dann noch vertieft und ausgeführt. Und so erklärt Jesus zum Beispiel im Vers 17 bis 20, sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich, Jesus, gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wer nur eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, und das ist ein wichtiger Satz für unseren Predigtext, wenn nur eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden.
Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich, Jesus, sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Das ist noch so dicke Post. Also nichts darf abgeändert werden und er schiesst direkt. Aber Vater Grad, wenn jetzt da einer von euch würde sagen, also ich bin Schriftgelehrte zu dieser Zeit, dann ist er schlecht rausgekommen. Jesus ist sehr, sehr deutlich. Ich tue euch nachher noch probieren reinzunehmen, warum dass er das so deutlich sagt. Und Jesus erklärt in unserem Text, wie es gemeint ist, dass die Auslegung, die er da sagt, das nichts ändert. Für uns, wir würden sagen, nicht einmal ein Komma ändert, kein I-Pünktchen ändert. Das, was gesagt wurde, ist von Anbeginn. Das ändert nicht. Die 10 Gebote gelten. Auch die Angaben, die wir haben im anderen Gesetz, die gelten, die kann man nicht ändern, die darf man nicht ändern. Er erklärt und erläutert seinen Zuhörern, was das dann bedeutet. Zum Beispiel eben das Gebot, du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen oder eben heute Morgen, wo wir uns Gedanken machen, du sollst nicht schwören. Und ich weiß nicht, was das bei euch auslöst. Wäre jetzt noch spannend, aber es ist ein bisschen schwierig am Radio, jetzt eine Diskussion zu starten. Aber wenn ihr das Wort schwören hört, was kommt euch dann in den Sinn? Ich könnte es euch, ich weiss auch nicht, vor einem inneren Bild mal vorstellen, was Schwören für euch bedeutet. Ich glaube, jeder hat da so ein eigenes Bild, vielleicht eigene Erinnerungen, die er mit Schwören verbindet. Mein erstes Bild, das mir kommt, ist in der Schule. Schweizer Geschichte. Die 3 flotten Eidgenossen, stramm gezeichnet, mit gerade gestreckter Hand und diesen 2 Fingern oben, wo sie schwören auf die neu gegründete Eidgenossenschaft. Das ist mein Bild von Schwören, wo mir gerade so spontan gekommen ist. Und dann kann man ja sagen, na ja, also gut, Judith, entspann dich, das hat mit dir ja gar nichts zu tun. Du bist weder uralter Eidgenoss, noch habe ich Ambitionen, Bundesrat zu werden. Jetzt denkt ihr vielleicht, wieso denke ich das? Wieso denkt es bei mir gerade, dass ich Ambitionen könnte haben, Bundesrat zu werden? Weil zum Beispiel man dort, ja, wenn man das jetzt mittlerweile live am Fernsehen aus dem Bundeshaus verfolgen kann, das ist dann nämlich die zweite Erinnerung, das haben wir in der Schule schon gemacht, wir müssen die Bundesratswahlen schauen, wo man eben sieht, sie stehen da und schwören. Wir sagen, also eben, ich werde nicht Bundesrat, also geht mich Schwören ja nichts an. Und wenn ich sage, Gott sei Dank wollte ich nicht Bundesrat werden, sonst müsste ich noch schwören, dann merkt ihr etwas, was für eine Prägung das auch bei mir mitschwingt. Ich habe zwar eine Heilsarmee-Uniform an, aber als Teenie bin ich in einer Täuferjugendgruppe. Und die Täuferjugendgruppe, da merkt man dann nämlich plötzlich, dass einem das viel mehr prägt, was man so durchs Leben mitbekommt, wenn das man manchmal bewusst ist. Tamara, kannst du mich dann korrigieren? Aber dort habe ich gelernt, schwören. Das geht gar nicht. Das kann man und darf man als Christ nicht. Sie nickt. Also, es ist abgenommen. Schwören darf man nicht als Christ. Für einen Täufer völlig klar. Ergo ist das so, also man kann nicht Bundesrat werden. Das verstehen Täufer so, dass Jesus deutlich verbietet, dass wer einen Schwur ableitet, dass man das nicht machen darf. Und darum verzichtet sie ganz bewusst, zum Teil auch auf in dem Sinn einen Dienst im Staat, auf eine Staatskarriere, weil auch bei anderen Ämtern muss man zum Teil einen Eid ablegen, wo man sagt, ja, ich gelobe, dass ich das richtig mache, dass ich ehrlich bin, dass ich das gut mache, dass ich das nicht zu meinen Gunsten mache. Die Täufer, die verzichten auf so ein Amt, wie sie das Wort von Jesus so ernst nehmen und sagen, nein,
da tun wir nicht mitmachen. Es hat mich sehr beeindruckt und auch prägt bis heute, dass eben das Wort Gottes wichtiger ist, weder eine Karriere irgendwo, vielleicht auch beim Staat. Und so will ich dich fragen, und mich immer wieder, wie wichtig ist mir das Wort Gottes? Wie wichtig darf es sein im Alltag? Was darf es kosten? Wäre ich bereit, auf eine Karriere zu verzichten, weil ich das Wort so ernst nehme? Und es geht nicht nur um Schwören oder um das, sondern generell. Es ist eine Ansage, das zu überlegen. Wie wichtig ist das Wort Gottes in meinem konkreten Alltag und was hat es für Konsequenzen? Was darf es kosten? Ich muss sagen, bis heute habe ich eine grosse Bewunderung und auch Ehrfurcht von dieser Radikalität, wo gerade auch die Täufer an den Tag gelegt haben. Und wie das Wort Gottes ganz konkret ihren Alltag prägt. Und wenn ich sage Radikalität, dann meine ich das in dem Sinn mit dem Wort Radix, das heißt an die Wurzeln gehen. Was bedeutet denn an die Wurzeln gehen bei diesem Wort? Und das würde ich gerne mit euch ein bisschen machen. Wenn ihr nämlich bei diesen Zuhörern gewesen wäret, wenn ihr jetzt tatsächlich in dem Gras würdet sitzen und zuhören tätet, was Jesus da so erzählt, dann würdet ihr Folgendes feststellen. Jesus ruft das erste Mal seine Zuhörer in Erinnerung, was denn eigentlich im Gesetz steht. Nämlich ist das im 3. Buch Mose, das ist ganz vorne in der Bibel, im Kapitel 19. Und der Herr redete mit Mose und sagte, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und der Auftrag hat er übrigens nicht geändert. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und es folgen weitere Aufzählungen, wie denn das konkret aussieht, kein Götzen, der Umgang mit Opfern etc. Und im Vers 18 heißt es, du sollst nicht rächen und gegen die Kinder deines Volkes keinen Zorn hegen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und für unseren Predigtext ist der Vers 12 wichtig. Ihr sollt nicht falsch schwören. Und falsch schwören, das heißt auch im Fachjargon kein Meineid leisten. Meineid ist falsch schwören. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und nicht den Namen eures Gottes entheiligen. Das gehört zusammen. Also nicht lügen und etwas behaupten, was gar nicht ist, und auch den Namen Gottes, der heilig ist, nicht missbrauchen. Ich bin der Herr. Jetzt kann man sich fragen, warum? Warum nimmt Jesus genau diese Stelle so prominent aus dem Gesetz führen? Er hätte ja auch über anderes noch reden können. Hat er natürlich auch. Aber er hat da ganz konkret etwas zu sagen dazu. Wären ihr nämlich eben die Zuhörer, die dort im Gras bei Jesus sitzen, dann wüsstet ihr, wie es wirklich war zu dieser Zeit. Dann wüsstet ihr, was all die Schriftgelehrten, Pharisäer und wichtigen Männer, was die euch gelehrt hätten. Die Pharisäer und wichtigen Männer, die religiöse Elite, auf die hat Jesus mit dieser Aussage abgezielt. Es ist ein frontaler Angriff. Jesus nimmt kein Blatt vors Maul und er hebt den Spiegel her. Schaut mal, was ihr aus dem Wort Gottes gemacht habt, was ihr diesen Leuten da lehrt. Darum eben der Text, den ich vorher gelesen habe, was Jesus sagt. Nichts wird geändert. Achtung, was lehrt ihr? Er kritisiert die Pharisäer direkt. Und warum kritisiert er es? Weil sie Meister sind in der Haarspalterei. Und also als Kind habe ich mir das bildlich vorgestellt und dachte, das ist dann noch schwierig, ein Haar zu spalten. Es ist so, es ist nicht ein Scheitchen. Ein Haar zu spalten, die haben Haar gespalten, die Pharisäer. Wörtlich Glauberei. Und auch das ist doch manchmal mit den Kindern, wenn Kriegel erzählt hat.
Wir sind jetzt im Trainingslager im Debattieren mit unseren Teenies. Genau das, nur das richtige Wort, ein bisschen und kennt ihr das? In Diskussionen, in Auseinandersetzungen, wenn man nur ein Nuance, ein bisschen, dann könnte es vielleicht noch gehen. Und da sagt Jesus, das, was ihr da macht, ist verkehrt. Weil die Pharisäer, die haben einen ganzen Katalog gehabt an gültigen Schwüren und an ungültigen Schwüren. Allein diese Idee. Wie kann man einen gültigen Schwur haben oder einen ungültigen? Sie lehren, dass man nicht falsch schwören soll im Alltag. Das haben sie gelernt. Sie haben, also das kann man nachlesen, das ist gut in dem Sinne verbrieft. Die haben auf alles geschworen. Ja, ich schwöre, ich habe im Fall gegessen. Ja, das sieht man schließlich bei mir, meine Uniform ist zu eng. Ich habe gegessen. Sie haben auf alles geschworen. Und sie haben gelernt, was man auf Berufung auf Gott schwört und dem Brüder versprochen hat, das muss man unbedingt halten. Also das, was man auf Berufung von Gott geschworen hat und dem Brüder versprochen hat, das muss man unbedingt halten. Ja, was will denn da jetzt Jesus kritisieren? Was ist an dem falsch? Fragt man sich, oder? Nein, natürlich ist nichts falsch. Das ist völlig richtig. Das stimmt. Sie haben es einfach weitergezogen und haben so, also schon es nicht mehr ganz im Griff gehabt. Sie haben nämlich gelernt, zum Beispiel, wenn man beim Himmel geschworen hat oder bei der Erde oder bei seinem Haupt, und merkt ihr jetzt, schaut den Predigtext an, wenn man beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem oder beim Haupt geschworen hat, wenn man das vornimmt, die Wörter und das, was dahinter steht, dann braucht man den Eid nicht zu halten. Aha, versteht ihr? Ich habe das so nicht so deutlich gewusst. Ich habe mich nämlich die auch schon gefragt, ja, wieso ist denn da Jesus so? Um was geht es da? Wieso tut er das so sagen? Aber wenn man weiss, dass die behauptet haben, wenn ihr eben den Himmel vornehmt, die Erde, Jerusalem oder eures Haupt, dann braucht der Eid nicht gehalten zu werden. Ich verspreche dir, du kannst am Montag die Kuh abholen, bei Jerusalem. Ja, der kommt und will die Kuh holen und sie ist nicht da. Dann muss ich dann sagen, ja, aber du hast mir gesagt, du brechst die. Und dann kann der sagen, tut mir leid, Jerusalem, einen schönen Tag. Ja, so war das. Sie haben nämlich den spitzfindigen Unterschied gemacht, wer beim Tempel schwört, braucht das Wort nicht zu halten. Wer aber beim Gold vom Tempel schwört, der ist gebunden, so einen Eid zu halten, sonst macht er sich strafbar. Hey, da fängt es einem an zu lieren. Oder? Und genau das Lieren, das hat man ausgenutzt. Sie haben ein ganzes Lügenspiel entwickelt zwischen bindenden und nicht bindenden Schwüren. Also da musst du gut hören. Da musst du wissen, was der andere für Absichten hat und was man. Ja, kann jetzt der mir vertrauen, dass ich... Also das wird zum Verzweifeln. Wie soll man da zum Beispiel eben Kühe verkaufen? Das geht ja nicht. Es war ein einziges Täuschungsmanöver, ganz gezielt, dass man zwischen bindenden und nicht bindenden Schwüren unterscheiden konnte. Und ganz ehrlich gesagt, also wer schaut da durch, wer blickt da durch? Da bist du auf Gedeih und Verderben, vielleicht hast du Glück und vielleicht hast du kein Glück. Jetzt verstehen wir vielleicht, warum dass Jesus sagt, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst keinen falschen Eid schwören und du sollst Gott deinen Eid halten. Das ist das aus dem Alten Testament, das wir gelesen haben. Und dann tut er es erläutern und verdeutlichen. Ich, Jesus, aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder beim Himmel, er erklärt warum, denn er ist Gottes Thron,
noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Kopf schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Und übrigens, also er redet da nicht vom Haarfärben. Jesus zeigt deutlich, er verschrießt alles, was da so unwahrhaftig, unwahr und missbräuchlich ist. Auch der Missbrauch vom Namen Gottes, wo die Pharisäer sehr bemüht haben. Sie sind ja die Frommen gewesen. Und das ist so wie so ein frommes Mäntelchen drüber oder ein goldiges Schimmerli. Jesus macht deutlich, hey, solches braucht ihr als meine Nachfolger nicht. Das braucht ihr nicht. Ihr sollt nicht die Beteuerungsschwüre, ich habe gegessen oder irgendetwas Blödes, oder bindende und nicht bindende Schwüre. Braucht das nicht. Ihr braucht das nicht. Und ihr täuscht euch, wenn ihr meint, dass ihr Gott so mit Spitzfindigkeiten dass ihr mit dem könntet dem Urteil vom heiligen Gott entgehen. Er weist darauf hin, dass eben im Prophet Jesaja zu lesen ist, dass die Erde Gottes Fußschemel ist. Jesaja 66,1. Im Psalm 48,2 lesen wir Jerusalem, die grosse Stadt vom König. Und ich stelle mir vor, die Zuhörer zu dieser Zeit, die sind baff gsi. Denen ist der Kinnladen runter. Boah, das ist ja krass. Hey, die Schriftgelehrten, die sind dann etwas gsi. Das ist die Autorität gsi zu dieser Zeit, die allerhöchste. Und da kommt daher quasi wirklich, manchmal sagt man doch, da kommt einer her zu schlarpen. Da kommt einfach so ein Zimmermann angeschlarpet und behauptet solche Sachen. Einer, der nicht gelehrt war, einer, der nicht wichtig war, der behauptet einfach solches Zeug, nimmt es mit den geschliffensten Religionslehrern auf. Und die Religionslehrer und Pharisäer, die haben keine Ahnung von Landwirtschaft, die haben keine Ahnung von Häuserbauen oder Haushalten, die haben nur eine Ahnung vom Debattieren und geschliffen reden und eben Hörli spalten. Das war das, was die haben können. Und so einen ungebildeten Zimmermann nimmt es direkt mit denen auf. Und es ist so klar, es braucht eigentlich keine weitere Erläuterungen mehr. Er sagt ganz einfach halt, prüft eure Herzen, prüft eure Motive und bleibt nahe bei Gott und seinem Wort. Der Adolf Schlatter hat gesagt, das ist ein Mann, der die Bibel ausgelegt hat, wo ich finde immer noch Gültigkeit hat. Er hat gesagt, mit dieser eigenmächtigen Verfügung über Dinge, die nicht den Menschen, sondern Gott gehören, verlässt der Mensch die Stellung, die ihm vor Gott zukommt. Das ist eigentlich das Problem. Das ist das Problem, wo Jesus angesprochen hat. Er sagt, hey, was ihr da macht, ihr erhebt euch über Gott. Ihr missbraucht Gott und ihr plagt einander. Drum sagt Jesus bis heute in unserem letzten Vers, ihr sollt sagen, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, das ist des Bösen. Und das ist dann nicht das, ja, ja, ich komme, oder nein, nein, ja. Das ist dann nicht das gemeint. Sondern ja ist es ja und nein ist es nein. Lasst also alles taktieren und lebt ein wahrhaftiges Leben. Und wenn ihr das lebt, dann gelingt eures Leben. So kann Leben gedeihen, so kann man gut miteinander leben. Jesus gibt uns also eine Art eine Anleitung zu einem gelingenden Leben. Das hilft. Der Lügenkatalog und immer auf der Hut sein, gut zuzuhören, hat er jetzt beim Gold oder nur beim Tempel oder was jetzt geschwört? So einfach können sagen, ja, wenn der sagt, er verkauft mir die Kuh, dann weiss ich, er verkauft sie. Wenn er Nein sagt,
verkauften wir sie nicht. Punkt. Und so sollen wir sein. Wir sollen Menschen sein, die vertrauenswürdig sind. Menschen, wo man sich auf ihr Wort verlassen kann. Dass wir keine hinterhältigen Absichten so freundlich kaschieren. Dann kann man frei leben. Dann kann man frei leben und es ist gut, weil wir einen guten Umgang miteinander haben. Und auch der Jakobus nimmt das auf. Der Jakobus hat einen Brief geschrieben, zuhinterst der Bibel, wo er die Gläubigen ermutigt, aktiv den Glauben zu leben, nicht loszulassen und wirklich Nächstenliebe zu leben. Das sind die Absichten, die er dort weitergeben will. Und dort schreibt er tatsächlich auch etwas zum Schwören. Im Kapitel 5, Vers 12 lesen wir: Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht unter das Gericht fällt. Es ist klar. Ja ist Ja, Nein ist Nein. Und ich glaube darum auch ganz persönlich, es geht nicht in erster Linie um den Eid an und für sich, sondern es geht darum, dass wir wahr sind. Also ich verstehe das, was die Täufer meinen, und ich glaube, das soll uns eine ganz grosse Ermutigung sein. Aber es muss jedes für sich selber prüfen, ob er den Eid ablegen kann oder nicht. Eben, wenn man eine Amtseinsetzung, das ist eigentlich einfach etwas, wo man sagt, hey, ich will wirklich wahr und klar sein. Man sagt, ich leiste kein Meineid, ich tue nicht lügen, ich bin wahr und klar. Das sagen die Bundesräte, wenn sie schwören. Und mit welcher Haltung, dass man das macht, das muss jedes ganz für sich selber wissen und auch vor Gott. Darum eben prüft eure Herzen. Jesus zeigt für mich ganz klar, dass mit einem wahrhaftigen, klaren Leben es uns hilft zu leben. Es hilft mir und dir. Es hilft einander, das Wort Gottes so ernst zu nehmen, dass es auch etwas kosten darf. Dass wenn man merkt, nein, es ist nicht dran, dass das dann aber auch Konsequenzen hat, dann ist es eben ein Nein. Jesus zeigt, dass es hilft für mich und es hilft für das Leben miteinander. Wie viel besser könnten wir leben, wenn wir so würden leben? In meinem familiären Umfeld, in meinen Beziehungen persönlich, in unserem Dorf, in unserem Tal, in unserem Land, in unserer Welt. Wenn man wüsste, ja ist ja und nein ist nein. Man kann sich aufeinander verlassen. Man ist wahrhaftig. Und so will ich dich und mich fragen, wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das in deinem Leben aus? Nimmst du die Einladung an, dass du mit Jesus Hilfe ein wahrhaftiges Leben führen kannst? Allein schaffen wir das nicht. Ich wette doch gut sein. Ich will es doch richtig machen. Ich gebe mir doch Mühe. Ich will auch wahr und klar sein. Und immer wieder gelingt es mir nicht. Und dann darf ich wissen, es gibt Vergebung. Ich darf das ans Kreuz bringen und sagen, Jesus, ich habe es doch eigentlich so gut machen und ich habe es nicht geschafft. Er hilft. Und wir brauchen seine Hilfe. Wir können es selber wirklich nicht. Wir brauchen die Hilfe von Jesus. Er sagt, hey, ich habe euch nicht als Waisenkind zurückgelassen, als er in den Himmel gegangen ist. Und er wird wiederkommen. Der heilige Gott wird wiederkommen. Aber er hat den Heiligen Geist gesendet. Jetzt haben wir gerade Pfingsten gefeiert. Der Heilige Geist hilft dir und mir, ein wahrhaftiges und ehrliches Leben zu führen. Je mehr dass wir auf das hören, desto mehr spüren wir das feine Pöpperle und merken, oh, jetzt. Und wenn wir so zusammen unterwegs sein können, dann dürfen wir gestärkt und motiviert sein. Darum lade ich dich ein, nimm Jesus, nimm den Heiligen Geist an und lade ihn ein in dein Leben. Er führt und leitet dich in alle Wahrheit und hilft dir dazu, selber wahr und klar zu sein.
Amen.